Bonjour, merci, dass der Astrid Lulling TV am Kanal guckt. Ihr könnt die Sendung noch dauernd auf meiner Homepage www.astridlulling.lu gesehen erlaubstren. An der Plenarsession vom Europäischen Parlament zu Straßburg vom 8. bis 11. Februar stungen zwei wichtige Berichte Ordre du jour, die uns zu Lützeburg, aber besonders als Finanzplatz interessieren. Es handelt sich um einen Rapport über die Zusammenarbeit zwischen den Steuerverwaltungen und einen Rapport über die Bonne Gouvernance Fiscale, über die Generalprinzipien an der Steuerpolitik also. An den zwei Berichten müssen wir feststellen, wir Lützeburger, wir auch die Österreicher, dass wir nicht mehr viel Verständnis und dafür auch nach einem wenig Zustimmung am Europäischen Parlament tun, nicht nur nach Punkto Bankgeheimnis, aber auch was Methoden angeht, für Steuerhinterziehung und Steuerbetrug an der EU zu bekämpfen, was wir alle wollen. Es geht immer mehr schwer, den Kollegen aus den meisten Ländern klar zu machen, dass Bankgeheimnis nicht schuld ist aus Steuerhinterziehung, dass Lützeburg kein Steuerparadies an der Europäischen Union ist und dass man wirklich nicht gegen den Austausch von Informationen zwischen Steuerverwaltungen sind, wenn es solide Indizien gibt, dass es Leute oder Firmen gibt, die sich an puncto Steuerbezahlen nicht richtig beholen. Bankgeheimnis zu Lützeburg ist ohnehin schon ein terrible Siff, und wir sind sogar Champion vom Informationsaustausch, wenn der Klient seine Bank dazu abruft, wenn in kurzer Zeit, wenn als Chambre die bilateralen Akkorde bis ratifiziert wird, wird Lützeburg auch den Informationsaustausch auf dem Markt praktizieren, aufgrund von soliden Gründen. Aber trotz dieser Situation, wo kein Eisen Vorwurf machen kann, gibt es immer in der Stadt, wir geben Steuerhinterziehung oder Steuerbetrug favorisieren, weil wir den automatischen Informationsaustausch von allen Formen von Abkommens von einem EU-Bürger, der nicht an unserem Land residiert, auflehnen. Am Europäischen Parlament sind zu Straßburg die zwei Berichte mit einer großen Majorität durchgeholt gehen, die wirklich dazu führen, dass jeder Europäer, den zu Lützeburg oder in einem anderen Land irgendwelche Revenue hat, in einem Land, wo er nicht residiert, nicht nur plakisch ausgedrückt, aber auch nach einer obligatorischen Sterbspiegelung, eine Koloskopie machen muss, das alles unter dem Vorwand, hier kennt Fleischsteuern Willen evitieren. Ich bin natürlich dafür, dass ein Mensch, auch wenn er zu Lützeburg schafft, er nicht zu Lützeburg wohnt, Steuern von seinem Einkommen bezahlen muss. Das müssen wir ja alle gut. Auch die mehr, die zu Lützeburg wohnen, erschaffen. Aber für sicherzustellen, dass die Leute, die nicht zu Lützeburg wohnen, aber zu Lützeburg in irgendeiner Form Einkommen haben, dafür Steuern bezahlen, brauchen wir die nicht plakisch auszudrehen. Schlimmer wie den Nacktscanner. Wir brauchen für sicher zu gehen, dass sie wirklich Steuern bezahlen von ihrem Einkommen, die man ja auch nach, wenn sie die da bezahlen und Steuerverwaltung von dem Land, an dem sie wohnen, überweisen. Wir brauchen dafür nicht mehr das Modell von der Quellensteuer beizubehalten, den einzigen, der funktioniert. Weil, wenn man mal den Change d'Information tous azimuts, Steuerverwaltungen, mit Hunderttausenden, Millionen Informationen ersaufen, da geschieht nichts. Da bezahlen verschiedene Leute überhaupt keine Steuern mehr. Weder da, wo sie wohnen, noch da, wo sie nicht wohnen, an Einkommen haben. Wir in Europa und noch am Europäischen Parlament kriegen nicht immer die Rechte, die die besten Argumente haben. Eine Majorität will die Steuerbürger plakisch ausstehen,
anstatt sicherzustellen, dass man einem solides System weder Quellersteuer oder dem Échange d'information nach dem OCDE-Modell wirklich Steuern bezahlt gehen. Das ist traurig, umso mehr, weil man mit dem Nacktscanner-System auch noch riskieren, dass sie sich zum Beispiel zu Singapur und zu Hongkong schon reiben, weil dann eine Partie Leute eben lieber dahin hier Kapital verwalten lassen, dass es dann dahin ausfahren wird. Wir werden aufhören, müssen warten auf diesem Vote am Europäischen Parlament an diesem Dossier, aber auch nach am Dossier Fiscalité de l'Épargne, das ist ja schon wie lange am Parlament aufgestimmt, als man nicht mehr nach wie zu gehen geschieht. Gewusst muss sein, dass ohne Zustimmung von unserer Regierung nicht geschickt, an mehr Sinne de Länge. Wenn gute Argumente hat, als Standfertigkeit ugesucht, die erwarten mehr von unserer Regierung an diesem Dossier. Weil das ganz wichtig für als Finanzplätze, das ist ganz wichtig, auch für die Privatsphäre von den Bürgern zu schützen und dafür als Bankgeheimnis nicht für Steuern zu erzählen. Merci, dass der Astrid Lulling TV geguckt hat und da bis die nächste Kehr.